Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Wir befinden uns ja immer noch beim Hollow Knight, also im Kampf gegen den Hollow Knight und gegen das weisse Licht. Mir ist ja so mega lieb erläutert worden in den Kommentaren, was genau das mit sich auf sich hat, dass sie ja von der Mutter angebeten wird und sie eigentlich verantwortlich ist für die ganze Seuche. Und ich wollte wirklich danke vielmals sagen für den hilfreichen und informativen Bericht. Ich habe praktisch gar nicht mehr gewusst, was ich zurückschreiben soll, weil es einfach... Ich bin gerade ein bisschen verwundert gewesen, weil es hat mir wirklich gerade die ganze Geschichte erklärt. Wo ich persönlich irgendwie gar nicht verstanden habe. Darum danke dir vielmals an dieser Stelle. Und ich würde sagen, wir rüsten uns jetzt einmal richtig gut aus, zum versuchen, wieder in den Kampf zu gehen gegen das vergessene Licht. So, wir nehmen mit den schnellen Hieb. Was nehmen wir noch mit? Das ist eine gute Frage. Den schnellen Hieb allein braucht man sicher mal, um den ersten Kampf gut zu überstehen. Ich würde sagen, sorglose Melodie hilft uns eigentlich immer wieder gut Schaden abwehren, weil wir kommen ja wirklich im zweiten Teil von dem Ganzen ziemlich guten Schaden über. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, der scharfe Schatten wäre unbedingt gut, weil wir ja durch die ganze Tour durchgehen. Also wirklich, die zwei Sachen braucht man sicher mal für den ersten Kampf, der unterstützt uns in beiden, das heisst, wir haben noch 3 Plätze frei. Die Frage ist, soll ich das mal erhöhte Macht von Zaubern, die dadurch mehr Schaden zufügen, einen Schamanenstein mitnehmen, um zu schauen, dass wir wirklich können, mehr Zaubereffekte auf beide wirken, im ersten und im zweiten Kampf. Ich persönlich würde sagen, wir probieren es mal in dieser Kombination. Let's go! Die erste Phase sollten wir ja gut schaffen, also den Hollow Knight sollten wir gut besiegen. Fragwürdig ist dann einfach noch, ob wir das weisse Licht besiegen können, ob wir dort gut vorankommen oder nicht. Let's go. Der Hollow Knight. So, dich sollten wir ja eigentlich gut anbekommen. So, da. Machen wir ehrlich gesagt eher um den zweiten Kampf Sorgen. Erste finde ich bis jetzt noch so lala, also er ist noch erträgbar, also man kann den noch irgendwie gut ausrichten. Durch die schnellen Schläge fühlen wir natürlich auch ziemlich gut und schnell Seelen an, was ich ziemlich praktisch finde. So können wir natürlich auch ein paar Schüsse brauchen. Und da können wir jetzt so schnell gut viel Schaden einwirken, dass es gar nichts mehr bringt, irgendwie irgendetwas für ihn zu machen. Oh, jetzt kommt das da, okay. Das habe ich schon fast völlig vergessen. Komm jetzt, tu nicht so dumm da, stirb einfach. Hallo! Aber das sorglose Lied ist schon mal wirklich ziemlich gut. Komm, wo bleibt unser Hornet? Hey! Sag mir doch nicht, dass ich den ersten Kampf nicht überstehe. Ich habe jetzt gedacht, das machen wir so easy peasy, einfach mal schnell locker vom Hocker. Aber wie es aussieht, bringe ich das doch nicht so gut an, wie ich gedacht habe. Ah doch, jetzt geht's weiter, alles klar. Haben wir Glück gehabt, Danke vielmals, liebe Hornet, los geht's. Los geht's. Jetzt kommt erst der spannende Teil von allem. So, das mal müssen wir wieder herausfordern. Kommt nicht wieder von allein. Sie ist ja irgendwie, also soweit ich das jetzt richtig vom Text verstanden habe, ist das eigentlich die Hauptgegnerin von ganz Highlands Nest, weil sie unterworfen hat und eben am Schluss dann eigentlich die Seuche verbreitet hat, die der König so gut wie möglich hat versucht zu besiegen und es irgendwie dann nicht mehr ganz geschafft hat und dadurch wahnsinnig geworden ist. So, wow. Ah, Scheibe. Sind wir da neben gekommen? Oh, jetzt bin ich fast runtergefallen. Jetzt kommen wir da wieder... Ah Mann, es gibt irgendwie keinen passenden Moment, um dem Teil wirklich Schaden zu machen. Oh, jetzt habe ich noch den falschen Knopf gedrückt. Ja, na toll. Nein, wie soll ich noch gegen die kämpfen? Ich habe eben gehofft, mit meiner Magie, und wenn ich den Schaden erhöhe, können wir sie genug schnell erledigen, aber wie es aussieht, finde ich einfach keinen passenden Moment, um wirklich Schaden auszuteilen. Also ich frage mich, das ist ja das, was ich bei jedem Boss eigentlich ein bisschen beachte. Wenn genau kann ich dem Boss Schaden austeilen und wenn soll ich am besten einfach nur ausweichen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dem Boss irgendwie Schaden austeilen, also am Ready End, so wie er genannt worden ist in den Kommentaren,
Ich glaube Radiant, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich weiß einfach nicht, wenn der passende Moment dafür ist. Aber ich würde sagen, wir probieren es direkt nochmal. Das kann sich wirklich nochmal um ein paar Versuche handeln, weil der Boss ist wirklich schwieriger, als ich im Großen und Ganzen erwartet habe. Und besonders, dass wir jedes Mal zuerst mit der Hollow Knight besiegen, um nachher irgendwie dürfen gegen das weiße Licht zu kämpfen, finde ich halt auch noch... Ah Mann, jetzt habe ich den Schatten nicht aufgeladen gehabt. So, einfach weitermachen, wir bleiben dran, wir machen einfach Schaden so gut wie möglich, so viel wie möglich. Okay. So. Ja, jetzt habe ich den scharfen Schatten nicht aufgeladen gehabt, aber ich glaube, jetzt ersticht er sich gerade wieder. Wir bleiben einfach voll dran, wenn wir Glück haben, machen wir ihm gerade genug Schaden, dass das Ganze endet. Come on! Okay, er dreht nochmal durch. Ah, wir haben... Okay, wir haben es schon anbekommen. Nice, nice, nice! So, let's go! Let's go! Und was suchen wir da so für Neues? Drückt mir die Daumen, dass wir es das noch besser bekommen. Okay. Bis jetzt geht das noch. Plus, minus... Ah! Oh, Gott sei Dank hat das... Die kommen gerade momentan so schnell, ich bringe das gar nicht an, die Richtung zu durchschauen, wenn ich da muss... Wo steht da? Nein, vergiss es. Oh Mann, hey. Wie soll ich denn gegen den Gegner klarkommen? Wie soll ich gegen den Gegner klarkommen? Gibt es irgendetwas, das ich noch mitnehmen kann und statt irgendwie... Wisst ihr was? Probieren wir es mit unseren Glühwürmchen. Wäre das eine Idee? Und unserem Larvenlied. Wäre das eine Idee, die wir probieren könnten? Dass ich wirklich nur ausweiche und unsere Glühwürmchen machen den Rest? Wäre das eine Idee? Probieren wir es aus. Probieren wir es aus. Mehr als probieren können wir nicht. So. Dann füllen wir unsere Seele zuerst mal gut nach. Das sollte eigentlich so weit langen. Der Rest kann ich dann selbstständig wieder nachfüllen, sobald wir im Kampf hinein sind. Dann würde ich sagen, let's go! Ich habe doch eigentlich Druck gehabt, Mann! Komm einfach drauf bleiben, dann kommt das schon gut. Nice, 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 nice. Unsere Flüge machen gut Schaden. Aber ich lasse mich gerade bei jedem dummen Scheissdreck treffen irgendwie. Also sobald er einmal blockt, kann er uns den Schaden zurückrühren. Irgendwie drückt die ganze Zeit, dass wir wegkommen, aber durch ihn durchkommen. Aber irgendwie tut es gleichzeitig das nicht richtig akzeptieren. Und wir bleiben jetzt einfach mal drauf. Jetzt hoffen wir, dass wir das doch noch irgendwie überleben. Auch mit einem Leben. Wow! Komm jetzt! Lass mich beenden, komm! Wir wollen in den nächsten Kampf hinein. Nice! Nice, nice, nice. Mit einem Leben haben wir es doch noch irgendwie anbekommen. Getö bedeutet in dem Fall irgendetwas mit jetzt los, geh da rein, keine Ahnung. So, und dann geht es wieder los mit dem gleichen Kampf. Und jetzt hoffe ich, dass unsere Flügel uns eigentlich gut unterstützen. So, wir versuchen eigentlich jetzt mehr ausweichen und wirklich einfach mal ab und zu einen Schaden zu machen. So. Ah, nein, schade. Oh, gut. Unser Lied hat uns schon mal ein bisschen gerettet, also unsere Melodie. Ah, Mann! Ui! Auch die von der Seite habe ich eben nicht so gern. Also ich persönlich
weiche lieber von denen gegen von oben nach unten aus. Okay. Mann! Jetzt ist es gerade schwieriger ausweichen, plus minus. Okay. Wie lange soll denn das noch so weitergehen? Oh, jetzt haben wir Glück gehabt. Nein! Aber das müssen wir schon einiges weiterkommen. Wie lange soll denn das weitergehen? Wie lange überlebt denn die? Ui, wie lange überlebt denn die? Ich bin nämlich gerade am Überlegen, ob man anstatt Larven liegt, sie wollen in die Luft sprengen, ob das sogar ein bisschen mehr Schaden macht oder nicht. Das wäre wirklich eine gute Frage. Es wäre wirklich eine gute Frage, ob das mehr bringen würde. Wir probieren jetzt einfach mal aus. Probieren geht wirklich überstudieren gerade momentan. Und ich glaube, mit dem mehr Ausweichen sind wir schon ziemlich gut dran. Ne? Und dann hoffe ich, dass unsere Flüge eigentlich im Großen und Ganzen viel Schaden machen. Die Spinneli bringen leider nicht allzu viel. Weil die lieben Spinneli sich halt dann die ganze Zeit am Boden befinden. Und ich weiss nicht, ob die überhaupt schaffen, so hoch zu kumpen. Wir müssen das halt dann auch ausprobieren. Ich bleibe jetzt mal hocken, bis wir gerade 4 parat haben. Vielleicht helfen die uns ja gerade im Kampf noch gegen den Hollow Knight. Weil den müssen wir ja jetzt wirklich nochmal besiegen, bevor wir weiterkommen. Was ziemlich mühsam ist. Dass wir nicht direkt wieder gerade bei der Frau vom Licht da könnten starten. Beim vergessenen Licht. Ah, okay, ich kann... Jetzt habe ich das Problem, dass ich nichts mehr sehe, wenn die sich sprengen. Was er vorhat. Aber das brauche ich ja im nächsten Kampf weniger. Daher bin ich guter Zuversicht, dass wir jetzt den Kampf eigentlich so gut wie möglich überstehen. Auch wenn ich nichts sehe. Ich sehe die Fähigkeiten nicht, die ich einsetzen. Das ist mühsam. Nice. Komm, einfach Schaden machen. Ah, jetzt bin ich noch reingestanden. Mühsam. Nein, ich bin noch gestorben. Ich sehe nicht, was für Fähigkeiten er macht, wenn die Glühwürmchen sich sprengen. Das ist so mühsam. So mühsam. Jetzt schaffe ich nicht mal den ersten Kampf, weil ich einfach zu blind bin, um überhaupt etwas zu sehen. Ach Mann, dann probieren wir es nochmal. Weil es macht zusätzlich nochmal Schaden. Also es macht Wappen, es verteidigt, es macht wirklich nochmal zusätzlich Schaden. Daher würde ich sagen, das wäre eigentlich eine super Kombination zum wirklich mitnehmen. Ich bin sogar mir überlegt, ob wir auf den scharfen Schatten verzichten. Aber es wäre halt wieder Damage, der uns fehlt gegen den Hollow Knight. Und die Frage ist, für was soll ich denn dafür mitnehmen? Irgendetwas, was uns unterstützt noch im Kampf gegen die Vergessene vom Licht. Die Frage ist, ob unsere Glühwürmchen im Allgemeinen mehr Schaden machen, wenn wir mehr Zauberschaden mitnehmen. Das wäre natürlich auch noch eine Frage. Würden wir jetzt reduzierte Seelenkosten von Zaubern, zählt dazu auch glühender Mutterleib oder nicht? Die Nestlingen verspüren keinen Hunger und haben keinen Selbsterhaltungstrieb. Sie leben bloß, um sich zum Schutz ihres Erzeugers zu opfern. Die Frage ist, zählt das als Zauber oder nicht, die glühende Mutterleib? Das ist eine gute Frage. Aber das finden wir jetzt leider nicht raus, denn wir probieren es gerade direkt nochmal. Sonst können wir ja wirklich dann nachher mal probieren mit dem Zauber. Aber herausfinden, ob jetzt das mehr Schaden macht oder nicht, würde ich leider nicht können. Also wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir bitte liebend gerne in die Kommentare. Okay, ich muss ein bisschen mehr... Nice, ersten Teil haben wir schon durch. Jetzt habe ich wieder nicht gesehen, was er genau machen war. Oh, nice. Okay, jetzt fängt er sich, glaube ich, schon wieder an zu stechen. Also wir sind schadentechnisch, glaube ich, nicht einmal so schlecht dran. Ne? Okay, jetzt schreit er schon wieder rum. Ah, wir haben es schon geschafft. Nice. Let's go! Dann probieren wir es jetzt nochmal so gegen das vergessene weiße Licht. Mal schauen, ob wir es das mal anbringen mit unseren Sprengmeistern. Nein, oh Mann! Mann!
Oh, das war knapp gewesen. Komm, wir lassen jetzt wirklich mal einfach die Flüge machen. Wir lassen einfach mal die Flüge machen, bis wir keine Seele mehr haben. Und ich versuche einfach ausweichen. Also, eben, ausweichen! Ah! Komm, einen Schaden können wir noch machen, schnell. So. Nein, wieso bin ich... Ich bin gerade noch reingelaufen. Oh Mann! Wieso bin ich noch so blöd? Wieso bin ich noch so blöd? Oh Mann! Ich wollte doch jetzt einfach den Gegner auch nicht bekommen. Wappnes Verteidigungs... Bringt das überhaupt etwas bei dir? Die Spinneli schaffen es einfach nicht so hoch gumpen, sonst würde ich auch gerne die mitnehmen irgendwie. Dass ich sage, hey, ich verzichte auf den scharfen Schatten, dafür nehme ich einfach noch die Spinneli mit. Aber ich glaube, die kommen gar nicht so hoch rauf. Wenn wir es probieren... Oh, jetzt habe ich das Falsche mitgenommen. Wenn wir es einfach mal probieren. Komm, probieren gerade überstudieren. Probieren gerade überstudieren. Dann schauen wir mal, ob die uns vielleicht auch im Kampf helfen. Dann muss ich wirklich einfach nur ausweichen. Die ganze Zeit ausweichen, ausweichen, ausweichen. Und hoffen, dass wir das hinbekommen. Etwa. Oh, jetzt komme ich einfach weniger weit mit meinem Schatten. So. Okay. Wir sind bei einem Punkt, wo er sich schon mal wieder ersticht, einfach voll drauf bleiben. Dann sollten wir den Kampf eigentlich auch wieder super überstehen. Okay, flammen wir wieder. So, jetzt schreit wieder. Ich glaube, wir haben es geschafft. Jawohl. Jawohl. Let's go. Ich weiss aber gar nicht, ob wir den Kampf mitmachen oder was passiert, wenn wir einfach den Hollow Knight weiter verprügeln. Das ist aber auch so eine Frage, die ich mir stelle. Weil wir sind ja das neue Gefäß von dem. Kommen meine Spinneli ein bisschen rauf? Jawohl! Sie kommen ein bisschen rauf. Nice! Nein, ich bin noch drin. Wir lassen einfach unsere Insekten mal machen. Nein, ich bin doch noch gelaufen. Mann. Okay. Was kommt als nächstes? Wieder die da. Oh Mann. Okay, okay. Geben wir ihm da auch nochmal schnell einen Hit, wenn wir schon können. Okay, jetzt kommen wieder die Kugeln. Oh, Glück gehabt. Wir haben nämlich, glaube ich, nur 2 Leben. Ich achte auf mein Leben gerade momentan nicht, dass ich wirklich konzentriert drauf bin. Hä? Ich bin doch durchgegangen. Ich bin doch durchgegangen. Wieso hat jetzt das nicht funktioniert? Ich bin doch durchgegangen. Es wäre so cool, wenn wir wenigstens wenn wir jetzt eine scharfe Schatten mitnehmen könnten. Das wäre so einzigartig cool. Das Problem ist, es bringt mir nichts. Auch wenn ich Wappen des Verteidigers rausnehme, dann haben wir wirklich nur einen Platz frei. Und ich wüsste nicht, durch was ich das ersetzen würde. Ich würde sagen, wir probieren es direkt nochmal so. Direkt so rein in den Kampf nochmal. Und dann schauen wir mal, wie es beim nächsten ablaufen wird. So, ich kann mich auch wegen Blödsinn treffen am Anfang. Oh Mann!
bin gerade wieder ein bisschen zu dumm, zum D besiegen. So, jetzt sticht er sich wieder ab. Wir bleiben natürlich jetzt einfach voll drauf. Wir bleiben einfach voll drauf. Wir bleiben einfach voll drauf. So. So, und jetzt sollte es vorbei sein, hä? Ich glaube, es sollte vorbei sein. Nice. Dann nochmal ab zum vergessenen Licht. Let's go. Let's go. Mal schauen, ob wir uns das mal nicht so dumm anstellen wie beim letzten Mal. Oder ob wir allgemein einfach einmal... Okay. Ah, Glück gehabt. Da lange wirklich, wenn ich einfach mit Schattenspurt davon gehe. Also wir müssen wirklich schauen, dass wir viel mit dem Schattenspurt arbeiten. Dann geht es eigentlich gut. Fällt mir jetzt einfach so auf. Nein, oh! Es langsam mich bewegt. So. Ich habe das Gefühl, bis jetzt heben wir uns eigentlich nicht einmal so schlecht. Ehrlich gesagt. Cool wäre, wenn meine Spinneli noch ein bisschen mehr in Action würden kommen. Okay. Okay, okay. Ich bin doch durchgegangen. Nein! Komm, stirb doch einfach! Nein, oh! Wieso kann er nicht einfach sterben? Wieso kann er nicht einfach sterben? Nein! Mann! Mann! Nein! Aber wir sind doch... Das Mal sind wir wirklich wenigstens schon mal einiges weitergekommen als beim letzten Mal. Und ich bin guter Hoffnung, dass wir ganz ehrlich, dass in der nächsten Folge anbekommen, das vergessene Licht zu besiegen. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir es wieder versuchen, gegen das vergessene weiße Licht. Danke vielmals und ciao!